Vielen Dank, Leute. Ich habe euch richtig vermisst. Ohne Witz. Ich war schon länger nicht mehr da. Manchmal merkt man das erst, wenn man mal wieder am Ort ist, wie lange man nicht mehr da war. Das wird sich ändern, Gott sei Dank. Ihr werdet mich mehr sehen. Hey, ich habe zum Anfang dieser Predigt eine These. Verbindlichkeit macht glücklich. Verbindlichkeit macht glücklich. Klingt extrem unattraktiv, wie ich finde, dieses Wort Verbindlichkeit, macht dich aber attraktiv. Klingt extrem langweilig, macht dein Leben aber nachhaltig und irgendwo sinnvoll. Verbindlichkeit, wieso klingt es oft auch irgendwo unattraktiv? Ja, es nimmt uns in die Pflicht. Verbindlichkeit kann einengen. Und doch glaube ich, wenn wir über Verbindlichkeit reden, reden wir nicht davon, dass wir uns alle Spontanität, alle Flexibilität rauben lassen. Ich glaube, es geht darum, bei den wesentlichen Dingen verbindlich zu sein. Und doch ist die Frage erlaubt, warum fällt es uns denn so schwer? Es scheint uns nicht ganz leicht zu fallen. Ich habe mal mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was die Herausforderung ist. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es herausfordernder als früher, ein verbindliches Leben zu führen. Warum ist das so? Man sagt, dass wir heute auf dem Weg zur Arbeit schon mehr Entscheidungen treffen, als unsere Großeltern am ganzen Tag getroffen haben. Ja, triffst du gerne Entscheidungen? Kannst dich gerne outen. Eine Person, 2 Personen, 3, 4, 5, ja. Aber die große Mehrheit hat jetzt nicht aufgestreckt. Es kann anstrengend sein. Wir treffen pro Tag rund 20.000 Entscheidungen. Manche von denen sind unbewusst, die allermeisten. Andere sind sehr bewusst. Warum ist es so? Wir haben mehr Optionen. Das ist ganz einfach. Früher musste man sich einige Fragen gar nicht stellen. Vieles war definiert, vieles war klar. Ganz früher war klar, wenn du heiratest, was du für einen Beruf ausübst. Wenn du Schaffner heißt, bist du Schaffner. Wenn du Schuhmacher heißt, machst du Schuhe. Verstehst du? Heute muss ein 15- oder 14-jähriger Mensch entscheiden, was er beruflich machen will. Diese Entscheidung musste früher gar nicht getroffen werden. Und so hat sich vieles verändert. Wir können uns auf dem Weg zur Arbeit auch entscheiden, wo holen wir einen Kaffee, wie schmeckt der, was für eine Milch kommt da rein. Da gibt es ja auch schon 8 Optionen mittlerweile an einem durchschnittlichen Kaffeestand. Und wir lachen jetzt, aber es ist anstrengend, weil diese viele Optionen, die große Challenge ist die Optionen stehen dir nicht immer alle gleichzeitig zur Verfügung. Und das macht es so anstrengend. Also wenn du zum Beispiel ein Jobangebot bekommst und du hast dich vielleicht noch an anderen Orten beworben, jetzt sagt dir ein Arbeitgeber, ja, ich würde dich gerne einstellen. Ja, dann musst du dich entscheiden, bevor du weißt, was die anderen zu dir sagen. Das ist anstrengend. Du weißt nicht, vielleicht reizt dich was anderes noch mehr. Was weißt du, ob der dich annehmen würde oder nicht? Und es kommt so schnell, dass wir dieses Gefühl in uns haben, eine Angst, etwas zu verpassen. Fear of missing out. Das ist mittlerweile ein relativ bekannter Begriff geworden. Wir spüren das manchmal schon, wenn wir eingeladen werden für Freitagabend. Kommst du? Weiß noch nicht. Meine Freundin hat dann noch Geburtstag und vielleicht macht sie dann fest. Sie hat noch nicht geschrieben, aber normalerweise schreibt sie 3 Tage vorher. Und wir halten gerne Dinge offen, um die Option parallel abwägen zu können. Und ich glaube, wahnsinnig schlimm ist es nicht. Ich finde es ein bisschen anstrengend. Problematisch wird es dort, wenn es an die Beziehungen geht. Und ich habe dir eine Statistik mitgebracht. Eine Statistik zu Eheschließungen in der Schweiz. Ich finde, das zeigt wunderbar auf, was das für eine Challenge für uns geworden ist, ein verbindliches Leben zu führen, auch bei unseren Beziehungen. 1950, das ist runtergerechnet auf 1000 Einwohner in der Schweiz, hatten wir im Jahr 1950 rund 9 Eheschließungen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Ganze hat sich ein bisschen entwickelt, ein bisschen gespielt. Man findet Argumente, wieso es da und da wieder hochging. 2020 waren wir bei rund 4 Eheschließungen.
Nicht mal mehr die Hälfte. Die Leute sind dennoch in Beziehungen drin, das ist nicht der Punkt. Aber dieses Ja, bis der Tod uns scheidet, wurde irgendwo zu einem Ja, solange es passt. Ja, solange wir uns lieben. Ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden, eine deutsche Politikerin kam auf die geniale Idee, die Ehe auf 7 Jahre zu reduzieren. Ja, man findet auch dafür Argumente. 7 Jahre, weil alle 7 Jahre verändert sich das Leben spürbar und es kommt in eine andere Season rein. Und vielleicht passt es dann nicht mehr. Und dann ist doch gut, wenn es automatisch ausläuft, weil dann hat man die Freiheit, sich wieder neu zu committen oder jemand anderem zu committen. Man muss nicht unbedingt das Leben lang mit der gleichen Person verbringen. Ich glaube, hinter all dem bin ich fest davon überzeugt, dass letzten Endes auch wieder eine Angst steckt. Ich habe verschiedene Interviews gehört, warum will ich nicht heiraten? Ja, das, was ich zu Hause gesehen habe, das will ich nie. Ich habe Angst, meine Freiheit zu verlieren. Es kommen viele Aussagen, die man irgendwo verstehen kann. Ich meine, in dem Moment, in dem ich meine Frau geheiratet habe, sie heißt Maike, ja, da hatte ich schon auch solche Gedanken. Ist es wirklich eine gute Entscheidung? Und ich musste das sehr, sehr gut überlegen. Aber es war die zweitbeste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich komme noch zur besten. Eigentlich wissen wir es alle. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Diese Aussage hören wir immer und immer wieder. Und doch will ich dir in dem Moment die Frage stellen, wie viele Entscheidungen, die du triffst, sind aus Angst gesteuert? Wie viele Entscheidungen triffst du aus einer Angst getrieben? Wie viele Entscheidungen triffst du vielleicht eben nicht aufgrund deiner Angst? Es gibt einen Ausdruck, der heißt Entscheidungsparalyse. Das ist der Moment, wo du merkst, es sind so viele Entscheidungen zu treffen und du bist gar nicht mehr fähig, die Entscheidungen zu treffen. Du bist wie gelähmt. Das ist Entscheidungsparalyse. Kann passieren. Manchmal nur situativ, manchmal über eine längere Zeit, aber es ist enorm anstrengend. Benjamin Franklin hat mal gesagt, die schlimmste Entscheidung ist die Unentschlossenheit. Keine Entscheidung zu treffen, Dinge aufzuschieben, weil es anstrengend ist, weil man es nicht genau weiß, weil man sich nicht ganz sicher ist, habe ich alle Optionen vor mir, habe ich alle Fakten zu entscheiden, schiebe ich es lieber mal auf. Warum ist es so anstrengend? Jede offene Entscheidung, die vor dir liegt, wird irgendwann zur Last. Und wie mehr das werden, desto höher wird dieser Berg an Entscheidungen, die nicht getroffen sind und die dir zur Last werden. Und jetzt ist die Frage, was können wir gegen das machen? Was können wir dagegen machen, wenn Ängste uns zu Entscheidungen bewegen, wo wir doch genau wissen, ist eigentlich ein schlechter Ratgeber, oder wenn wir Entscheidungen vor uns herschieben und in so eine Entscheidungsparalyse reinrutschen, wo wir nicht mehr fähig sind, wirklich Entscheidungen zu treffen. Wir sind im Buch Ruth, wir schließen es heute ab. Und ich will heute etwas hervorholen aus dem Buch Ruth. Danke, Chloe. Ich will etwas hervorholen, was vielleicht jetzt gar nicht so geistlich ist, aber ich finde es faszinierend, wie klar es rauskommt. Wir rollen die Geschichte noch einmal auf. Vielleicht hast du sie schon 6, 7 Mal gehört, aber wir haben immer Menschen hier zum ersten Mal. Ist jemand zum ersten Mal heute hier? Ja, guck mal. Das ist genial. Und ich nehme dich gerne in die Geschichte mit, worum es um Ruth geht, weil die ersten 8 Verse, wir lesen sie kurz durch, die fasst die Geschichte so gut zusammen. Da steht: Zu einer Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech aus der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Nomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Doch dann starb Elimelech und Nomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten 2 Frauen aus Moab. Sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starben auch Machlon und Kion. Nun hatte Nomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Bald darauf erfuhr sie,
dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und es wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Unterwegs sagte Naomi zu ihnen: Geht doch wieder zurück in euer Elternhaus. Geht zurück nach Moab, kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Das ist die Story. Wir haben eine Hungersnot in Israel und eine israelische Familie entscheidet sich nach Moab zu gehen. Klingt mal relativ logisch, ist aber auch relativ problematisch, weil Gott hat ausdrücklich gesagt, haltet euch von Moab fern. Geht nicht dorthin. Das hat eine Geschichte, die kannst du in den Büchern Mose lesen. Damals, als Israel flüchten musste, haben sich die Moabiter verschlossen und gesagt, unser Land dürft ihr nicht durchqueren. Und Gott hat Konsequenzen gezogen. Moab betet einen anderen Gott an. Ein Gott, dem man Kinder opfert. Sie machen scheußliche Dinge. Haltet euch fern von diesem Volk. Jede Berührung ist eine zu viel. Geht nicht dahin, verbündet euch nicht mit ihnen. Und alles, was wir da lesen, ist das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Aber wir haben Verständnis dafür. Wenn deine Familie hungert, ja, dann musst du irgendwie gucken, dass was zu essen auf den Tisch kommt. Und irgendwann, 3 Todesfälle später, ist die Hungersnot vorbei. Und die Frauen gehen zurück. Und sie entscheiden sich, zurückzugehen, aber auf dem Weg denkt sich Naomi, das kann ich den beiden nicht antun. Sie weiß, wahrscheinlich sind die beiden jungen Schwiegertöchter, die sie hat, die einzige Hoffnung für eine irgendwo valable Zukunft für sie. Und gleichzeitig weiß sie, die werden dort Ausländer sein. Also noch weniger als Asylanten, die werden keine Anerkennung haben. Die Moabiter sind das verfeindete Volk vom Volk Israel. Die werden dort keinen Status haben, die werden keinen Mann finden. Ich kann denen das nicht antun. Und sie diskutiert mit ihnen und die Orpa, die lenkt ein und geht zurück in ihr Elternhaus, aber Ruth nicht. Und wir lesen Ruths Antwort. Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, werde auch ich sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Naomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Naomi hat alles probiert, sie zu überzeugen, weil sie ganz genau wusste, sie kann ihr gar keine Perspektive auf ein gutes Leben schenken. Und Orpa hat eingewilligt, hat es eingesehen, gesagt, ja, wahrscheinlich macht es Sinn. Wahrscheinlich macht es Sinn. Aber Ruth blieb standhaft und hat so lange entgegengehalten, bis Naomi aufgegeben hat. Warum? Warum hat Ruth das gemacht? Ich habe mir das echt ein bisschen überlegt und ich finde ein paar Punkte. Ich finde den Punkt, sie kannte Moab, sie wusste genau, was dort passiert. Wenn du in einem Land lebst, in dem deinem Gott Kinder geopfert werden, ich weiß nicht, wie gerne man dort lebt. Ich weiß nicht, wie das war als Frau. Ich kann mir vorstellen, dass es dort auch anstrengend war. Und dann hat sie eine andere Familie kennengelernt, eine israelische Familie. Hat eingeheiratet, hat mindestens 10 Jahre mit ihnen verbracht. Hat den lebendigen Gott kennengelernt. Und ich kann mir irgendwo vorstellen, dass sie selbst eine Beziehung zu diesem Gott eingegangen ist, dass sie selbst irgendwo verstanden hat, was diese Geschichte mit dem Volk Israel und ihrem Gott bedeutet und wie treu er immer war und das zum Leben führt. Aber gleichzeitig frage ich mich, Moment, die hat ja selbst miterlebt, wie der Versorger Elimelech gestorben ist, der Vater der Familie. Sie selbst hat ihren Mann verloren und der Bruder ist auch gestorben. Also frage ich mich, wie hat in dem Augenblick die Beziehung zu Gott ausgesehen? Wie war die wirklich? Wir können da vieles rein interpretieren. Aber etwas, was ganz, ganz klar aus der Aussage hervorkommt,
ist der einfache Fakt, dass Ruth nicht von Naomi weg wollte. Da war eine Beziehung. Die waren mehr als einfach nur Schwiegermutter, Tochter. Da war eine echte, innige Beziehung, eine Freundschaft da und sie wollte nicht von ihrer Seite weg. Ruth wusste genauso, wenn ich jetzt zurückgehe, dann ist Naomi geliefert. Die wusste das genau und die sagte, auf keinen Fall gehe ich weg, nur der Tod kann mich von dir wegholen. Und Ruth hätte 1000 Gründe gehabt, ihren Ängsten zu folgen. Ich glaube nicht, dass wir uns das überhaupt noch vorstellen können, wie das Leben für Ruth aussehen musste, als sie nach Israel kam. Diese Offenheit für Ausländer, die wir heute haben, die war damals nicht da. Die Stellung der Frau, wie wir sie heute in der Gesellschaft haben, noch nicht so, wie wir sie wollen, aber die war damals ganz, ganz anders. Eine Frau hatte keine Stimme in der Gesellschaft. Die konnte sich nicht selbst versorgen, die hatte keine Bildung. Die konnte sich nicht einfach einen Job suchen und sagen, ich versorge mich jetzt halt selbst. Die war ausgeliefert. Und sie wusste genau, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Mann finde in Israel, die ist gleich 0. 1000 Gründe hätte sie gehabt, ihren Ängsten zu folgen und den Weg zurück nach Moab zu gehen. Aber sie tat es nicht. Für sie war klar, ich habe mich für diese Familie entschieden. Und damals, das ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Damals, wenn du als Frau geheiratet hast, war klar, ich habe eine neue Familie. Da hast du deine alte Familie zurückgelassen und hast dich deiner neuen Familie angeschlossen. Das war nicht wie heute. Und wenn dein Mann gestorben ist, dann hat sich der Bruder des Mannes um dich gekümmert. Also wenn dein Mann damals gestorben ist, bist du nicht wieder zurück in deine alte Familie, sondern du bist in deiner neuen Familie geblieben. Diese Familie, die du geheiratet hast, war dein neues Zuhause, deine neue Familie. Und sie wusste, mein Ja ist ein Ja. Ich habe Ja gesagt. Nicht nur zu meinem Mann, sondern auch zu seiner ganzen Familie. Und jetzt ist mein Mann halt tot. Ja, ich habe immer noch Ja gesagt. Ich glaube, wenn Ängste da sind, die uns steuern, wenn wir merken, dass Ängste unsere Entscheidungen leiten, dann gibt es nur etwas, was hilft, diesen Ängsten zu begegnen, das ist Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit und wenn wir uns wieder sicher fühlen, können wir wieder konstruktive Entscheidungen treffen, die nicht von Angst gesteuert sind. Und man sieht ganz klar in dieser Geschichte, wie überzeugt Ruth war. Und diese Überzeugung, die gab ihr eine Sicherheit. Sie war fest davon überzeugt, das, was ich hier tue, wenn ich bei Naomi bleibe, das ist das Richtige für mich. Sie war der Überzeugung, ich habe Ja gesagt und ich bleibe bei diesem Ja, komme was wolle. Und ich habe, damit wir ein bisschen zurückkommen in unser Leben, habe ich mir die Frage gestellt, wovon bin ich denn überzeugt? Weil in dieser ganzen Situation, dass ich auch jeden Tag 20.000 Entscheidungen treffen muss, darf und viel, viel mehr Optionen habe als mein Großvater damals, muss ich auch irgendwelche Überzeugungen in mir haben. Umso wichtiger finde ich es, Überzeugungen zu haben. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie sehen meine Überzeugungen aus? Und ich hatte jetzt nicht monatelang Zeit dafür. Ich habe das einfach im Zuge meiner Predigtvorbereitung gemacht und habe mir mal die Frage gestellt, wovon bin ich überzeugt? Wozu habe ich ein Ja, um es mal anders zu formulieren? Und ich habe das für mich mal so abgegrenzt. Ich habe ein Ja zu Jesus. Ich habe ein Ja zu einem Leben mit Jesus. Das stelle ich nicht ständig in Frage. Ich habe mich mal entschieden, ich habe mich mal taufen lassen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das gibt mir Halt, das gibt mir Sicherheit, das führt mich zum wahren Leben. Und wenn meine Gefühle mich wegleiten von ihm, weiß ich habe Ja gesagt. Ich habe mich taufen lassen, Menschen haben zugeguckt und können mich heute daran erinnern, ich war dabei, du hast Ja gesagt. Und diese Überzeugung ist fest in meinem Herzen, weil ich erlebe auch Tage und Wochen, wo ich merke, oh, das kostet wirklich einen hohen Preis.
Und ich verstehe mehr und mehr, was er meint, wenn er sagt, du musst dein Leben verlieren, wenn du es gewinnen willst. Um meinetwegen. Das kostet seinen Preis. Aber ich habe ja gesagt. Und diese Überzeugung gibt mir eine Sicherheit. Da muss ich nicht immer wieder drüber nachdenken, Woche für Woche. Ja, sage ich diese Woche wieder Ja zu Jesus? Nein, ich habe Ja gesagt. Auf ein ganzes Leben. Kann man gut lesen, gell, mit diesen Stiften. Ich brauche sie zum ersten Mal. Hinten auch. Wunderbar. Ich habe ein Ja zu Maike. Maike ist meine Frau. Ich habe vor dem Altar, habe ich sie von Ralf in die Hände gegeben bekommen, in der Hoffnung und dem Vertrauen, dass ich mich gut um sie kümmere. Ja, ich weiß es noch. Ja. Und ich bin so dankbar. Und ich bin überzeugt von dieser Beziehung. Es ist eine Überzeugung tief in mir drin. Ich habe ein Ja zu ihr für mein ganzes Leben. Laufen mir andere schöne Frauen über den Weg? Natürlich. Streiten wir uns? Geht sie mir ab und zu auf die Nerven und ich denke, was habe ich hier getan? Ja, natürlich. Logisch. Wir sind auch ein Ehepaar wie jedes andere. Ist es anstrengend manchmal, dieses Ja zu halten? Natürlich. Der Preis ist hoch. Aber ich bin überzeugt, das macht absolut Sinn und das lohnt sich. Und es hilft mir, habe ich eine Überzeugung für sie. Weil auch wenn die Gefühle mal weggehen, auch wenn plötzlich eine andere Frau kommt, ich habe ein Ja zu ihr. Ich muss das nicht immer wieder in Frage stellen. Da ist eine tiefe Überzeugung in mir drin. Ich habe ein Ja zu meinen Kids. Ich habe jetzt 3 davon. 3 Geschenke Gottes. Wunderbar. Aber 3, die mich auch zum Wahnsinn bringen können. Wirklich. Die können mich fertig machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die haben irgendwie den Auftrag gefasst von jemandem. Aber ich habe ein Ja zu ihnen. Das ist völlig unabhängig davon, wie sie ihr Leben leben, wie sie mit mir umgehen. Ob sie die Beziehung so mit mir gestalten, auch in Zukunft, wie ich es mir wünsche. Ich habe ein Ja zu ihnen. Und das hängt nicht davon ab, was sie tun oder was ich fühle. Dieses Ja gilt. Punkt, aus, Ende. Diese Frage stelle ich mir nie. Ich habe ein Ja zu einem Leben mit meinen Kids. Ich kann sie auch ab und zu mal ausleihen. Das geht auch, wenn ihr mal einen Tag, die sind toll, ihr könnt mal einen Tag mit ihnen verbringen. Ich bin da sehr easy. Und ich habe ein Ja zur Kirche. Warum? Weil die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Der Satz kommt nicht von mir, könnte aber. Die Kirche ist die Hoffnung dieser Welt. Wir haben das völlig aus den Augen verloren als Gesellschaft. Wir können uns den Mund zerreißen über all dem Schlechten, was in der Kirche passiert. Und die Zeitungen lieben es, diese Drecksgeschichten hochzuspülen. Und dabei vergessen wir, dass jedes Spital, die Schulen, all die sozialdiakonischen Einrichtungen, alles aus der Kirche herausgewachsen ist. Heute ist vieles selbstverständlich von dem. Und wir fragen uns, wofür braucht man die Kirche noch? Ja, guck mal die Einsamkeit an in unserer Gesellschaft. Guck mal die Hoffnungslosigkeit an. Wir brauchen die Kirche mehr als jemals zuvor. Und ich bin überzeugt davon, es lohnt sich, Ja zu sagen zur Kirche. Und dieses Ja, weißt du, das hat einen Preis, das hat eine Auswirkung. Mit mir kannst du kein Familienfest machen am Sonntag. Nee, weil ich gehe in die Kirche. Ich will dort Beziehungen haben. Ich will die Menschen nicht nur alle 3. Woche sehen. Das kostet mich viel. Heute habe ich eine Predigt und ich bin mit meinen 2 kleinen Mädchen hier. Und ich hoffe, dass sie im Baby World durchhalten. Und es war anstrengend, weil beide haben geschrien zu Hause, als ich sie ins Fahrrad gesetzt habe. Und es kostet. Aber ich bin überzeugt, das macht absolut Sinn.
Es lohnt sich, mein Ja zu geben für meine Kirche. Und das kann einen Preis kosten. Und ich bin bereit, ihn zu bezahlen. Ihr könnt alle aufhören mit Kirche bauen. Ich mache weiter. Hört nicht auf. Aber wenn ihr es tut, mache ich trotzdem weiter. Versteht ihr? Weil mein Ja ist nicht abhängig davon, ob du weitermachst. Sondern ich habe eine Überzeugung, dass es gut ist. Und das bewegt mich dazu, immer wieder eine Entscheidung zu treffen. Jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, um meinen Preis dafür zu bezahlen. Zu anderen Dingen Nein sagen. Du musst verstehen, dass wenn ich hier Ja schreibe, hinter all den Ja's kommen ganz, ganz viele Nein. Überzeugungen kosten. Überzeugungen kosten. Ruth hat einen riesigen Preis bezahlt für ihr Ja zu Nomi. Aber ich habe dir gesagt, Verbindlichkeit. Verbindlichkeit macht glücklich. Und 2 Punkte, wieso. Das eine ist, Verbindlichkeit macht dich attraktiv. In einer Zeit, in der wir Spontanität und Flexibilität ganz, ganz groß schreiben, ständige Verfügbarkeit enorm groß sind, glaube ich, klare Überzeugungen, entschiedenes Handeln danach machen dich attraktiv. Guck dir mal richtig entschlossene Menschen an. Mit denen willst du zusammen sein. Mit denen willst du unterwegs sein. Das sind die Menschen, die dich inspirieren. Die wissen, wofür sie hier sind, wofür sie gehen, wofür sie nicht gehen und auch entsprechend danach handeln. Und das hat auch Ruth erlebt. Die war zurück in Israel, hatte nichts zu essen. Nomi war depressiv daheim in der Stube und sie ging aufs Feld. Und das durfte man damals am Rand die liegen gelassenen Ähren lesen, damit sie ein Brot backen kann. Und dann kam Boas. Und Boas lädt sie ein und lässt sie sogar mit den Mägden ernten. Also nicht einfach nur das Liegengebliebene, sondern sie durfte ganz einfach die Körbe füllen. Und er hat gesagt, wenn du Durst hast, trink vom Wasser, was sie geschöpft haben. Er war extrem großzügig zu ihr und sie erschrak förmlich. Da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Und was sagt Boas? Man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes deiner Schwiegermutter beigestanden hast, deine Eltern und dein Land verlassen hast und dich und dein Volk angeschlossen hast, das du vorher nicht kanntest. Also ich habe gesehen, mir wurde berichtet, was du für einen Preis bezahlt hast, wie treu und loyal du bist. Und das hat mich beeindruckt. Weißt du, Boas hat letzten Endes, long story short, Ruth zur Frau genommen. Der fand sie attraktiv. Der musste sie nicht heiraten. Er konnte. Damals gab es jüdische Regeln, die ihm das ermöglicht haben, weil sie aus derselben Sippe kamen. Aber er hätte sie nicht heiraten müssen, er hätte Nein sagen können. Aber da war etwas Anziehendes. Der hat gesehen, dass sie bereit ist, einen Preis für ihre Überzeugung zu bezahlen. Das hat sie attraktiv gemacht. Der zweite Punkt, wieso ich überzeugt bin, dass uns Verbindlichkeit glücklich macht, ist, eine konstante Verbindlichkeit hinterlässt etwas Bleibendes. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die nur noch die Fahne im Wind machen. Kommt der Wind von hier, gehen wir hier lang, kommt er von da, gehen wir da lang. Und ich frage dich, was hinterlassen wir, wenn wir so unser Leben leben, wenn wir so Beziehungen leben? Wenn wir so unser Leben gestalten, was bleibt, wenn wir mal nicht mehr sind? Wenn du deine Überzeugungen hast, wenn du entschlossen danach handelst, dann wird etwas bleiben, wenn du nicht mehr bist. Und ich glaube, diesen Wunsch haben wir alle in uns, etwas zu hinterlassen, etwas Sinnvolles zu tun. Etwas zu tun, was wirklich Wert hat, der über unsere Lebzeit hinausgeht. Ruth und Boas, die haben ein Kind bekommen. Das Kind hieß Obed. Und Obed gaben sie Nomi. Ihr erstes Kind gaben sie Nomi. Damit dieses Kind, wenn es mal groß ist, Nomi wieder versorgen würde, weil sie wussten, sie wird jemanden brauchen, der sie ernährt, der sich um sie kümmert im Alter. Obed hat dann auch wieder geheiratet, hat auch wieder Kinder bekommen.
Aus Obed kam irgendwann der große König David hervor. Und irgendwann kam der Retter Jesus aus dieser Linie hervor. Was wäre passiert, wenn Ruth nicht ihren Überzeugungen gefolgt wäre? Ich weiß, Gott kann Geschichten auch anders schreiben, aber hat sie so geschrieben. Ruth hat einen riesigen Preis bezahlt. Aber ein Leben lang hatte sie ihre Überzeugung und hat danach gehandelt. Und sie hinterlässt etwas Großes. Aus dieser Treue, aus dieser Loyalität kam ein großer König hervor, der das Leben zurück nach Israel brachte. Aus dieser Linie kam Jesus Christus hervor. Und ich will dir das zurufen. Mit Jesus Christus kam auch das Ja von Gott zu dir auf diese Welt. Ich will dir Mut machen, wenn du Mühe hast, Entscheidungen zu treffen, wenn du spürst, dass Ängste dich immer wieder einholen, dich immer wieder fest im Griff haben. Sei dir bewusst, dass Gott ein Ja zu dir hat. Weißt du, da reden wir nicht einfach mehr von irgendwie Selbstvertrauen oder so. Das ist ein Fundament, auf das du dich stellen kannst. Wenn du weißt, Gott ist für mich. Gott hat sich selbst hingegeben für mich, weil er mit mir gemeinsam das Leben gestalten will. Das ist ein Ja, auf das kannst du bauen. Und das gibt dir wiederum die Sicherheit, um deine Überzeugung zu definieren und aus Überzeugung heraus zu handeln. Du musst nicht immer alles richtig machen. Das Buch Ruth ist so wunderbar, weil es uns zeigt, du kannst alles verkacken. Und trotzdem schreibt Gott seine Geschichte mit dir. Elimelech hat alles falsch gemacht. Er hat sich klar gegen die Weisung Gottes gestellt, sich nach Moab zu begeben. Und das hatte Konsequenzen. Er ist gestorben. Seine Söhne sind gestorben. Seine Söhne haben alles falsch gemacht, als sie 2 Moabiterinnen geheiratet haben. Ja, und jetzt? Spätestens in dem Zeitpunkt kann einem der Gedanke kommen, ja, dann sucht Gott wahrscheinlich jemand anderen. Weit gefehlt. Er schreibt seine Geschichte weiter. Mit einer Moabiterin, mit der er mit seinem Volk eigentlich nie was zu tun haben wollte. Und aus ihr kommt König David hervor und Jesus Christus. Und sie wird Teil des Stammbaumes von Jesus Christus. Das kannst du im Matthäus-Evangelium lesen. Die Moabiterin Ruth. Das Resultat aus ganz vielen angstgetriebenen und falschen Entscheidungen, wozu Gott gesagt hat, treff sie nicht, mach es nicht. Und gleichzeitig sehen wir Gottes Ja zu ihr. Gottes Ja zu dieser Familie, die viele Fehler gemacht hat. Und Gott schreibt seine neue, konstruktive Geschichte mit ihnen. Und ich will dir das zum Ende dieser Serie zurufen. Gott hat ein Ja zu dir. Lass dieses Ja das lauteste sein in deinem Herzen. Schau, dass du dieses Ja nie vergisst, weil dieses Ja befähigt dich, wiederum selbst Ja zu Dingen zu sagen. Zu Überzeugungen zu finden und entschlossen danach zu handeln. Und du wirst sehen, dieses Ja wird dich zu einem verbindlichen Leben bewegen, wo du Ja zu den wesentlichen Dingen sagst. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Verbindlichkeit dich glücklich macht. Lass uns noch einen Moment Zeit nehmen jetzt, wo wir einfach Gott Raum geben, dass er zu uns sprechen kann, okay? Ich bete mit uns. Ich danke dir für deine Treue, für deine Loyalität. Ich danke dir, dass du uns mit solchen Geschichten wie die Geschichte mit Ruth und Nomi, dass du uns etwas zeigst, nämlich, dass du treu bist, auch wenn wir es nicht sind. Dass du dich an dein Wort hältst, auch wenn wir es nicht tun. Dass du dich an deine Regeln hältst, auch wenn wir sie nicht befolgen. Danke, dass deine Gnade so unglaublich groß ist, dass wir nichts tun können, was uns von dir wegbringt. Dass wir nichts tun können, was dazu führen würde,
dass diese Beziehung zu dir bricht. Danke für dieses Ja zu uns. Unabhängig davon, wie wir unser Leben leben. Und ich bete, mach mir dieses Ja nochmals neu bewusst heute Morgen. Lass mich neu verstehen, was dieses Ja in meinem Leben bedeutet. Und sprich zu mir, wenn es um meine Überzeugung geht. Auf dass ich das tun kann, wozu du mich geschaffen hast. Wir öffnen unsere Ohren für dein Reden.